Das ist Glück. Du fühlst dich voller Kraft und Energie. Du hast geübt, trainiert, dich vorbereitet. Jetzt zahlt sich das aus. Plötzlich gelingt alles. Der menschliche Körper ist fantastisch darin, Energie zu mobilisieren, wenn es darauf ankommt. Aber was, wenn nichts mehr geht? Ich habe keine Luft mehr bekommen und habe so Sternchen gesehen. Es ist schwer, wenn man von heute auf morgen von 100% auf 0% runterfährt. Ich habe Tango getanzt. Ich kann überhaupt nicht mehr tanzen. Ich kann nicht mehr stehen. Ich habe seit vielen Jahren ständigen, beidseitigen Tinnitus. Hatte auch schon mal einen Hörsturz gehabt. Wie kommen Menschen aus ihrem Energietief heraus? Und was können wir von ihnen lernen? Alle Menschen möchten gerne angenehme Dinge erleben und negative Dinge vermeiden. Das sind unsere größten Triebfedern. Und besonders das Vermeiden des Negativen in Krisensituationen spielt eine sehr, sehr große Rolle. Mein Name ist Henrik Walter. Ich bin Professor für Psychiatrie, Neurowissenschaft und Neurophilosophie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Also die Menschen sind einfach unterschiedlich in ihrer Motivation. Die klassische Motivationspsychologie sagt eigentlich Macht, Leistung und soziales Miteinander. Das sind so die drei großen Triebfedern. Ja? Freud hat mal gesagt, Arbeit und Liebe. Aber viel Motivation in den Bereichen, auf die es uns hier besonders ankommt, liegen in ganz anderen Dingen. Zum Beispiel etwas Gutes zu tun, etwas durchzustehen, für andere da zu sein zum Beispiel. Das sind Triebfedern, die uns, glaube ich, allen sozusagen in die Wiege gelegt worden sind. Die Motivation, ich glaube, das kommt bei mir einfach auch durch die Bühne. Ich habe ja das Versprechen ja auch gegeben, dass ich dieses Konzert spiele und ich kann ja nicht einfach aufhören. Man kann ja nicht einfach von der Bühne runtergehen, nur weil man keine Lust hat oder weil man einen schlechten Tag hat. Und dadurch habe ich sehr früh gelernt, egal was ist, ich ziehe es durch. Ich bin Mona Aska, ich bin 31 Jahre alt. Beruflich bin ich Pianistin und backe auch nebenbei. Für mich ist es so, in dem Moment, bevor ich auf die Bühne gehe, bin ich nervös, kriege ich alles hin, passt alles, funktioniert heute alles. Es ist eine Mischung zwischen Adrenalin, Freude, aber auch ein bisschen Anspannung. Guten Abend. Ja, guten Abend. Wollen Sie spielen? Haben Sie Lust? Ja. So haben wir es gern. Gut. Viel Spaß. Das ist das Wichtigste. Okay? Dann Ja, also. auf geht's. Die Motivation hat ganz viel mit dem Belohnungssystem zu tun. Es gibt im Kopf so etwas wie das Belohnungssystem, das hat was mit tiefgelegenen Strukturen im Gehirn zu tun. Dafür sind Überträgerstoffe, zum Beispiel das Dopamin oder das Serotonin, sehr wichtig. Das Motivationssystem verbindet eine kleine Region im Mittelhirn direkt mit den Hirnarealen, die Wahrnehmung und Emotionen steuern. Wird das Motivationssystem aktiviert, flutet es das Gehirn mit Dopamin, einem wichtigen Botenstoff, der für Antrieb sorgt. Bei Erfolg schüttet das System dann Endorphine aus, körpereigene Opiate, die eine Art Rauschzustand erzeugen.
Die Erinnerung daran sorgt bei der nächsten Aufgabe für neue Motivation. Wenn ich merke, das Publikum springt drauf an, es ist schon ein Gefühl, was man so im Alltag nicht hat. Es ist schon sowas wie eine Droge. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das dieses Gefühl von High ist, wenn man auf Drogen ist. Also dass man wirklich so sich unsterblich fühlt. Was dann passiert, ist, dass im Gehirn ja körpereigenes Heroin, sage ich mal, ausgeschüttet wird. Wir sprechen auch von endogenen Opioiden, die einen sehr belohnenden Effekt haben, die dazu führen, dass wir uns gut fühlen. Es ist wirklich ein Glücksgefühl und man wird auch süchtig nach diesem Gefühl. Wir alle sind hormongesteuert. Jetzt, wie wir hier sitzen, jede Sekunde, jeden Tag. Ja, Hormone sind Botenstoffe, die von einer Drüse, einem hormonaussendenden Gewebe produziert werden und die dann zu Zielzellen im Gewebe durch die Blutbahn hinschwimmen und diesen Zielzellen quasi Anweisungen geben. Das sind tatsächlich wirklich Botschaften, wie eine WhatsApp-Nachricht, die von einem Handy quasi ausgesendet wird in die ganze WhatsApp-Gruppe. Ich bin Henriette Uhlenhaut, habe die Professur für Metabolic Programming oder Stoffwechselprogrammierung an der Technischen Universität München. Mich interessiert, wie Hormone unsere Gene steuern und wie das wiederum Auswirkungen hat auf unseren Stoffwechsel, auf unser Immunsystem, auf unser Gleichgewicht. Wir alle haben eine Art chemisches Kommunikationssystem, die Hormone. Wachstumshormone steuern den Knochen- und Muskelaufbau, Melatonin den Schlaf-Wach-Rhythmus, Schilddrüsenhormone den Blutdruck und die Temperatur, Pheromone unser Sozial- und Sexualverhalten. Und eine ganze Gruppe von Hormonen reguliert den Stoffwechsel und damit unsere Energieversorgung. Da gibt es natürlich auch wieder viele, die so ineinander greifen. Da gibt es eben das Insulin nach dem Essen, das Glucagon vor dem Essen, das uns quasi zeigt, dass wir hungrig sind. Das Cortisol, was uns jeden Morgen beim Aufstehen begleitet oder was wir in Stresssituationen ausschütten. Das Cortisol, ein sehr faszinierendes Superhormon, das viele Prozesse reguliert. Wenn im Körper Energie fehlt, löst das Gehirn eine Kette von Hormonsignalen aus. Steuerhormone fließen vom Hypothalamus an die Hypophyse, von da durch die Blutbahn zu den Nebennieren. Die produzieren das Stresshormon Cortisol und versetzen damit den ganzen Körper in Alarmzustand. Das Herz schlägt schneller, die Blutbahnen weiten sich. Die Leber, der zentrale Energiespeicher, setzt Glucose frei, Brennstoff für Gehirn und Muskeln. Und in den Zellen verwandeln die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, Glucose in pure Energie. So eine gewisse Art von Stress finde ich irgendwie ja positiv, weil einen das so ein bisschen fokussiert, ein bisschen Adrenalin vielleicht irgendwie ausstößt. Also man fokussierter an Dingen arbeiten kann. Das hat sie hier reingeschrieben aus dem Fachbereich, die fertige API-Kontodaten lesen. Ich bin gerade in der Besprechung, aber geht's schnell? Mein Name Robert Semmann, 36 Jahre alt, komme aus der Nähe von Dresden und bin Unternehmensberater für Banken. Ja, quasi jetzt, ich sag mal so also der Sachverhalt ist ja... Wenn man es dann einfach nicht mehr schafft, Dinge zu priorisieren, weil irgendwie alle Dinge 1A sind und man schafft dann die 1A priorisierten Dinge auch nicht mehr, dann ist dann einfach so ein Overload und dann komme ich da irgendwie auch nie weiter. Es gibt sehr gut erforschte körperliche Veränderungen im Stress, wo dann eben Adrenalin ausgeschüttet wird am Anfang, wo Cortison ausgeschüttet wird. Und Cortison ist ein sehr interessantes Molekül. Cortison unterdrückt die Immunantwort und lässt sich besser fühlen, der Blutdruck steigt, man wird wacher und leistungsfähiger.
Aber wenn man zu viel davon hat, entweder als Medikament oder intern, dann hat er auch negative Auswirkungen. Ja, also ich habe schon so ein paar alarmierende Dinge so. Ich habe seit vielen Jahren halt ständigen beidseitigen Tinnitus. Hatte auch schon mal einen Hörsturz gehabt vor ein paar Jahren. Magen-Darm-Probleme schon oft. Ja, habe so eine gewisse Grundnervosität immer. Also wann ist der Punkt erreicht, wo es vielleicht nicht mehr geht? Thema Burnout. Vor diesem Punkt habe ich schon auch Angst, dass ich das irgendwie verpasse. Das ist beim Burnout wie auch beim chronischen Stress das Problem, dass die Maschine, die auf Hochleistung fährt, irgendwann sich selbst beschädigt und deswegen dann auch nicht mehr die internen Rückkopplungskreisläufe funktionieren. Normalerweise ist es so, wenn das Cortison hochgeht, wird die Ausschüttung davon reduziert. Aber wenn dieser Rückkopplungskreislauf nicht mehr funktioniert, bin ich auf dieser Dauererregung, die mich dann gefährdet. Und so ist es zum Beispiel so, während des Stresses geht das oft noch ganz gut. Aber wenn der Stress zum Beispiel auf einmal aufhört und die Maschine läuft noch, dann wird es gefährlich. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass viele Herzinfarkte oder auch Migräneattacken nicht in der Höchstphase des Stresses da sind, sondern in dem Moment, wo der Stress nachlässt. Um maximale Energie für Gehirn und Muskeln bereitzustellen, regelt das Stresshormon andere Systeme wie Verdauung und Sexualtrieb herunter, dämpft Schmerz- und Immunreaktionen. Wenn das dauerhaft passiert, drohen Entzündungen, Gefäß- und Stoffwechselkrankheiten, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. In den Zellen können sich die Mitochondrien nicht regenerieren. Chronischer Stress ist auch ein Risikofaktor für Angsterkrankungen. Das große Problem besteht darin, dass wir keine Rückmeldung bekommen über die Höhe, meinetwegen eines Hormonspiegels. Und das ist so das Tückische. Wir haben subjektiv den Eindruck, uns geht es ganz prima. Wir sind sehr leistungsfähig vielleicht im Moment noch. Aber die Biologie sagt auch schon was ganz anderes, dass wir eigentlich in der Gefahr sind, auszubrennen. Clemens Kirschbaum, ich bin Professor für Biopsychologie an der TU Dresden und seit 30 Jahren arbeite ich in der Stressforschung. Wir haben 2015 im Januar diese Burnout-Studie gestartet. Jetzt würde ich Sie noch kurz bitten, den Fragebogen auszufüllen. Der Grundansatz ist, dass wir möglichst viele Personen, die aktuell noch nicht betroffen sind oder auch unter Burnout schon leiden, über mehrere Jahre verfolgen wollen, um besser zu verstehen, wie sich Burnout entwickelt, aus welchen Risikofaktoren vielleicht heraus und ob es mögliche Biomarker gibt, also biologische Indikatoren dafür, dass ich bald in dieser Überlast zusammenbreche und arbeitsunfähig werden könnte. Ich würde Ihnen jetzt noch 3 Haarsträhnen hinten am Kopf anlegen. Wir messen zum einen das Cortisol im Haar als Langzeitbelastungsmarker. Und was genau passiert da jetzt mit den Haaren? Die Haare werden ausgewertet und wir bestimmen dann die eingelagerten Hormone, Stresshormone. Wir sehen eine Signatur von körperlichen Veränderungen bei Burnout, die allerdings leider noch nicht ausreichend scharf genug ist, um diese Störung oder dieses Syndrom klar abzugrenzen. Dann würde ich Ihnen noch die beiden Elektroden anlegen, einmal hier rechts unterm Schlüsselbein. Darüber hinaus ist ein ganz wichtiges Maß die Herzfrequenzvariabilität, nennt sich das. Vielleicht kann man das schön vergleichen mit einem Gummiband. Ja, das heißt, der Herzschlag, der nimmt zu und muss auch sich wieder entspannen, diese Herzaktivität. Und diese Elastizität eines solchen Gummibandes ist ganz entscheidend dafür, ob der Gummi hält oder nicht. Im Nachhinein würde ich Sie noch mal in einen extra Raum bitten, in dem Sie noch mal ein paar Minuten eben die Ruhemessung durchlaufen werden. Und ich sollte dann mich einfach entspannen? Genau, einfach ruhig hinsetzen und entspannen. Ich gebe mir Mühe. Ja. Tatsächlich die größte Überraschung war für mich zu sehen, dass anhand der Herzratenvariabilitätsmessung ich einen Zustand relativ gut vorhersagen konnte, der dann in einem Jahr erst eintrat oder gemessen wurde. Diese Vorhersagekraft hatte ich
diesem Maß schlichtweg nicht zugetraut. Die Definition von Burnout ist ungenau. Etwa totale Erschöpfung oder das Gefühl von Ausgebranntsein aufgrund von unbewältigtem Stress am Arbeitsplatz. Dabei sind die Ursachen vielfältig. Zu hohe Arbeitsbelastung, zu wenig Anerkennung für das Geleistete oder ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Klar ist aber, Burnout verursacht ernsthafte Gesundheitsprobleme. Nach Hochrechnungen der AOK waren 2020 in Deutschland etwa 180.000 Menschen wegen Burnout krankgeschrieben. Mit insgesamt 4,5 Millionen Fehltagen. ...2020 war eigentlich ein Jahr, wo ich kurz davor war, auf eine Japan-Tournee zu gehen mit 9 Konzerten. Und dann brach die Pandemie aus. Ja, und dann kamen so die ersten Absagen und dann kam wirklich Schlag auf Schlag eine Absage nach der anderen. Mir wurden wirklich fast 50 Konzerte abgesagt. Und dann bin ich schon in so eine Art Loch gefallen. Ich hatte keine Motivation mehr. Ich war in meiner Wohnung gefangen und mit meinen Gedanken war ich gefangen. Und das war schlimm, ja. Ich bin in meinem eigenen Selbstmitleid fast ertrunken.